Guten Abend am Live Mainden. Ja, meine zwei Invitien diskutieren schon gut, weil allen zwei lieben sie für die Musik. Den einen den schlägt echt am ruhig Tein und hin als Pianist und Komponist. Dann tun wir da Guten Abend, David Janni. Guten Abend. Ja, ich stellt heute bei uns sein neues Album hier. Ja, an den anderen, die liefert Musik vom King of Rock'n'Roll an als den besten europäischen Interpret vom Elvis Presley. Guten Abend, Steven Pittman. Schönen guten Abend. Also musikalisch haut der ganze Live bleibt also drin. Live geht dir präsentiert von der Post. Anfang zwei ganz verschiedene Musikrichtungen, einkehr klassisch, dann einkehr ja Pop aus den 60er, 50er, 60er Jahren. 50er, 60er und 70er. Voilà. Und allen zwei sind erfolgreich mit die Passion. Wie war der Moment bei dir zum Beispiel, wo du gesagt hast, ich will klassische Musik machen? Bist du ganz sicher was? Ich meine, ich wusste direkt, wo ich angefangen habe mit Piano spielen. Also schon irisch den ersten Kur hat, da habe ich schon das Piano geliefert gekriegt, und ich habe drauf gespielt. Und irgendwie wusste ich, dass die groß läuft. Das wusste ich ganz schnell. Bei dir, Steven? Ja, bei mir war es, ich war 12 Jahre, als Elvis gestorben ist, und ich bei RTL im Radio seine Stimme für die erste Karriere. Und da war es geschieht. Schon von da an mich halt mit dem Thema Elvis befasst und seine Lieder, seine Filme, alles geguckt und Sachen gesammelt und so weiter. Aber mit dem Sangen habe ich am Anfang angefangen mit 35 Jahren. Also viel mehr spät. Viel mehr spät. Das war nie überhaupt ein Thema für mich selber auf der Bühne oder selber zu singen. Mit Passion, die aus blieben, aber noch dir Welt haut mat schwarze, seht ihr der Raulo, wie das geht. Ganz gern, et geht iwwer den RTL Plus, dat kennt de Prinzip an, dann hummer an der letzter Woche och den Mechkeet, dass könnt iwwer Handy in SMS machen op den 60333. Du schreibt dann einfach froh dran Ehren a wie gesot dann 60333. Wat haut ganz speziell ass, dass das da an plus nach könnt Apps gewannen net all denen, die dann eben eng froh raschicken op den 60333. Emol den CD vum David Janni an der gene 2 Andres zu gehen, wann der wild den Freuden an den Trifolen Bierschen nach den Steven Pittman gucken goen. Also lohnt sich schon dofis immer mat zu schwätzen, mir haut dann dürbel an dreifach. An den Album so gesagt aus vom David Janni nennt sich Prayers of Silence, als dann haut auch rauskommen an dann nächste Mainden stellst du den an der Philharmonie dann auch live 4. Du bist ja ein professioneller Musiker. Du hast den Morgen von meinem Kiosk nur gelauscht. Du weißt ja, wo kann ich üben? Du hast verzweifelt, da war es ein Piano-Gesicht. Hast du da Piano von? Kannst du heute noch ein bisschen üben? Ja, leider nicht. Also ich war ganz erstaunt. Ich hatte so riesige Beine. Musik für Piano sind war nicht high, aber es sind an der Staatskonservatoire gegangen und du konntest dann eine Stunde üben. Aber ja, bist du nur beruhigt oder hilft dir das? Ja, ich sprach das schon. Also das ist eine Woche bis die Konzert raus und dann den ganzen Tag nicht üben an der Woche die 4 Konzertleiter, das ist nicht gut. Also du warst wie war das nicht gut? Was übt denn dann du echt das Tein oder dann aber das Fangere noch schön geschmeidig sind? Ja, das ist einfach, dass geschmeidig bleiben. Nur an der Endphase, die letzte Woche für den Konzert, probieren ich den Konzert, das Programm einfach ein von 4 bis 5 durchzuspielen, dass ich die Routine von den Stecker vom Auflauf. Und das hat mir gefehlt. Ich bin froh, dass es geklappt hat. So wie Sänger, der muss seinen Songtext natürlich auch üben. Hier dann ein kurzes Porträt von David Janni. Den David Janni war 8 Jahre alt, und hat hier seine ersten Pianoskuren. Mit 16 hat er seine ersten Konzerte am Ausland gespielt. Mit 18 bringt er seinen ersten Disc raus. Schon damals hat er sich nicht mehr für die Musik von den großen Komponisten interessiert. Wenn ich einen Komponist kennenlerne, dann lese ich mal viel über den. Ich muss wissen, auf welcher Zeit er gelebt hat, wie seine Lebensumstände waren. Den Blitzstart für seine Karriere bleibt nicht ohne Suiten. Der ganze Business geht ihm zu viel. Hier fühlt sich ausgebrannt. Seine Eigentherapie war eng musikalisch. Hier fängt er selber zu komponieren, seine eigenen Werke zu schreiben, auch weil sein demolischer Manager nicht viel davon gehalten hat. Also ich komponiere nicht, weil den inneren Drang ist, weil ich einfach spüre, ich will man oder ich so mal die Musik will geboren gehen, sie ist immer, sie will raus. Wenn den David Janni sieht, dass Talent eng Verpflichtung ist, dass ihn dat an engem dran ass herauslose muss, dann huet auch dummer dazu den, dass hin iwwerzechte Katholik ist.
das ganz frei angefangen an so einfach war das auch nicht immer. Für was war der Manager dann dem uns nicht froh, dass du gesagt hast, ich will komponieren? Das war einfach in einer Richtung. Ne? Hat méi de Plan für mich als Konzertpianist zu fördern an még Musik gas natürlich Genre Musik den entschieden muss gefallen an für allem den klassischen Konzertpublikum dem kann dat gefallen hat sich auch Leute die dat net durchspricht an ich denken dat war einfach net so sei plan also ich will net überbewerten aber dat einfach dem du net mir so richtig gepasst schon noch muss ich so ein relativ extrem reagiert also Hautspiel nicht mat großer Lever im klassisch Musik aber Demos an engem jugendlichen revolutionären Geist voilà, der hun da ges spiele nimmer nach ege Musik an ich komponiere just nach dat war op der Seite gut weil war fruchtbar Joren schon ganz viel komponiert an der Zeit aber der richtige Wemeng schon den wie ich lo machen dass ich beides probieren auszugleichen natürlich spielen Konzern klassisch Musik an ich probieren eben noch genug Zeit mal zu los für ege Musik zu schreiben. Das ist an den Anschau am Porträtieren dann Trick tun an op dem Site steht doch für den spirituell an musikalisch Identität rum zu fannen. Wie hast du das gemacht? Was tust du Gesicht oder was tust du da lo Fond? Ja, Identität. Gesicht e gewissene Frieden an eng Erfüllung am Leben, weil ich schon gemerkt, dass es nicht durchgegangen ist, als jugendlichen kleine Star do groß Konzern zu machen, an Applaus zu kreieren. Und ich war überrascht, wie eitel ich mich nur gefühlt habe. Also ging Mengen, die mens gut von den volle Schul. Das war bei mir auch nicht der Fall. Ich habe gemerkt, dass irgendetwas was nicht stimmt, was mir fehlt. Ich habe mich auch musikalisch nicht reif genug gefühlt für die Weg so weiter zu gehen. Ich meine, ich weiß nicht richtig, was ich Gesicht schon an den Jahren, die noch kommen sind. Und ich da gemerkt, dass ich nenne Gott, dass ich Gott Gesicht tue. Und ich schon den überraschenderweise, auch für mich überraschenderweise, am Ende von einem relativ langen Weg an der Kirche fand. An dem, das mittlerweile nicht so den Fall bestimmt war. Nee, für darüber hat mehr östlich Philosophien, an Esoterik, an Buddhismus, Hinduismus, ein bisschen von allem. Ich war in einem Ashram. Das ist alles durchgemacht. Relativ viel. Bis du dann fandest, was natürlich auch gut ist, aber was sich dann noch am neuen Album zurückspiegelt, da gehen wir gleich drüber an, weil das ist ein Frodo. Das ist ein Froh von Stefanie. Hat denn David Janni beim Komponieren ein Vorbild oder sieht hier seinen eigenen Stil? Merci für die Chefro. Also ich gebe so ich hoffe, dass ich meinen eigenen Stil fand. Also natürlich habe ich als Musiker Vorbilder. Ne? Ich bin groß gehen mit Beethoven. Das war ein von meinen großen Vorbilder. Ein Musiker, den ich unglaublich gerne, und das ist Alexander Skria, bin ein bisschen ein unbekannter russischer Komponist. Die ganz großklassische Musik, das sind Vorbilder. Aber ich kann nicht wie sie komponieren, er will wie sie komponieren. Also schon ganz jung probiert einfach das zu schreiben, was an mir dran ist. Das war auch ein bisschen wie eine Vokation an einen Zwang. Ich konnte nicht da nicht. Das hat den Notdeel, dass es natürlich viele Leute nicht gefällt. Ich kann doch schreiben, so ein bisschen wie die Leute vielleicht mir gefallen. Aber ich mache das. Aber Stück, ob das da wohl nicht fortgegangen ist. Nee, und ich finde, mich schreiben, was da dran ist. Ich meine, das nicht ein Stil, den ich fand. Und ja, ich weiß auch nicht, wo es mich weiter verirrt. Also, das entwickelt sich dann noch immer weiter. Alle Jahre bringt neue Kompositionen und das Stil evoluiert. Gib mal so mal lausch drin, ein Kehr kurz ran, eine kleine Extra aus Prayers of Silence. Klangen extra aus Prayers of Silence vom David Janni. Du könnt den echt miroisch direkt. Das ist auch bestimmt die Intention. Weil aber auch dir immens wichtig ist, um ein Porträt hören als Religion. Und du hast auch ein Teil im Album, 3 Teile, den nennt sich Mother of God.
also das gesundischen Trillionen Fond ist das dir so wichtig, dass auch 7 Lieder gerade der gewidmet ist der Mutter Gottes. Ja, das hätte ich nicht gemacht, also effektiv. Das ist ganz wichtig für mich und für viele Leute schwer nur zu vollziehen, aber wie ich gesagt habe, ich muss das machen, ehrlich, was ich sehe, sonst funktioniert das nicht. Das ist mir einfach immens wichtig, dass eine Beziehung, die ich pflege, eine spirituelle Beziehung, und ich probiere alltag meine Gebetszeiten anzuhalten, und daraus schöpfe ich Kraft, ne, weil das Leben geht so schnell und das ist so viel Misere rundherum. Und ich meine, alle Menschen müssen irgendwo seinen Ruhepol finden, und die fand ich am Glauben, und kombinieren das mit meiner Musik. Ich will dafür dazu sagen, die wunderschöne Video, den hat mein Freund Vito La Balestra gemacht, sind unglaublich immer gerät, wenn ich das gesehen, den möchte wunderschöne Sachen, und hat just den Clip gekriegt und hat dann die wunderschönen Bilder darauf gezaubert. Also wir sind alle ganz angegelt. Steven,